Es ist März. Draussen beobachte ich, dass Vögel Zweige umeinander tragen in ihren Schnäbel, um Nester für den Nachwuchs zu bauen. Um den Nachwuchs handelt mein nächstes Märchen. In der sibirischen Tundra war irgendwo auf einem Baum ein Vogelnest. In diesem Nest sind 3 kleine Finkenvögel drin gesessen. Sie sind zufrieden und sorglos drinnen gehockt und haben vor sich gesungen. Immer, wenn die Mutter oder der Vater mit Futter gekommen ist, haben sie sich gefreut. Und wenn sie wieder davongeflogen sind, haben sie ihr Lied gesungen. Liebe Sonnenschein, wärme unsere Federlein und leuchte, dass die Mutter oder Vater findet etwas Feines für jedes Finkenkind. Mücken, Raupen, Fliegen möchten wir gern kriegen. Lalali, lalala, eines der Elternteil ist bald da. Das wäre wahrscheinlich immer so weitergegangen, wäre da nicht Folgendes passiert. Da die Finkenvögel zufrieden mit sich und ihrer kleinen Welt waren, haben sie ihr Lied natürlich laut gesungen. Ja, so laut, dass es bis zum Rabennest beim Baum vom Rab tönt hat. Das Lied hat dem Rab gefallen, darum hat der Rab diesen Finkenvögel einen Besuch abgestattet. »Kra, kra, das tönt ja wunderbar. Es wär mir eine Ehre, wenn ihr so einisch für mich allein würdet singen, das schöne Lied.« Die 3 kleinen Vögel haben sich geehrt gefühlt und haben ganz stolz ihre Häusli gestreckt und ihre Schnäbeli ganz weit aufgesperrt und gesungen. Liebe Sonnenschein, wärme unsere Federlein und leucht, dass die Mutter oder Vater findet etwas Feines für jedes Finkenkind. Mücken, Raupen, Fliegen möchten wir gern kriegen. Schnapp hat's gemacht und der Rabe das Lied aus den Schnäbeli gestibitzt und ist damit davongeflogen, Richtung Rabennest. Angekommen in seinem Rabennest, stolz auf seine Errungenschaft, plustert er sich auf und fährt sein Lied an zu singen. Liebe Sonnenschein, wärme mir mein Rabenbein. Ach, liebe Sonne, leuchte doch die Maus aus ihrem Mauserloch. Liebe Sonnenschein, denn die Mäuse schmecken fein. Inzwischen ist die Mutter Fink wieder zurückgekommen und sieht, dass ihre Kinder briegen. Was ist denn los? Der Rab, der Dieb, hat unser Lied. So, ich werde das in die Ordnung bringen, dann könnt ihr bald wieder singen. Und die Mutter Fink fliegt zum Jägerhaus. Dann klopft sie ans Fenster und wartet darauf, bis der Jäger kommt aus dem Haus. Was ist, Mutter Fink? Was hast du für Sorgen? Lieber Jäger, du musst mir helfen. Der Rab hat das Lied von den Kind gestibitzt und ein Rabenlied daraus geschnitzt. Der Jäger nimmt sein Gewehr in die Hand und pressiert damit am Waldesrand. Jetzt müssen wir den Dieb nur noch finden, dann könnte ich ihm bald wieder singen. Und tatsächlich, das Rabenlied aus dem Rabennest hört man schon von weitem klingen. Der Jäger setzt sein Gewehr an, um genau zu schiessen. Peng! Der Schuss ist ab und dem Rab knapp am Schnabel vorbei, so dass er das Lied vor Schreck hat fallen lassen. Die Finkenmutter fängt das Lied in der Luft und bringt es ihren Kind ewig zurück. Seitdem ist das Lied nie mehr fort. Doch der Rab hat jetzt Käse mehr gehabt und singt bis heute sein Kra, Kra, Kra.